Sarafo, dat ass de Numm vun eiser ONG. Du Dich schon bestimmt gefrot, wat dat heescht. Sarafo dat heescht op Malgasch gut Herz. Den Numm ass am Zusammenhang vun eisen echte Projekten zu Fort-Dauphin gesinn. Et war am kardiologische Bereich, wo mir am Spidol wollten helfen. Als Präsident, Dr. Jeff Irpelding, hat Madagaskar schon Jahre viel drüber geredet und als Optimist an dem Spidol aufmerksam gehen. Fort-Dauphin, das liegt ganz am Süden von der Röder Insel, wie sie auch noch genannt wird. 2011 sind wir für allererst an diesem Spidol gekommen, konnten also ein Bild von allem machen. Wir haben gesehen, dass sie in einem ganz primitiven Zustand mit teilweise allem Material müssen schaffen. Auch sind uns direkt die hygienischen Missstände aufgefallen. Leute, die kranken Patienten dort gelitten, müssen noch am kulinarischen Sinn für sie sorgen. Es gibt keine Kantine da, wie wir da gewinnt sind. Dafür haben die Leute sich müssen durch das Spidol bis ans Sommer von ihren Kranken beginnen, was schon ein richtiges hygienisches Problem darstellt an einem Spidol. Hier auf diese Bilder seht ihr, dass die meisten Apparaturen ihre beste Zeit an rund sich hatten. Alles, was nicht mehr gebraucht ging, als stand auf seiner Platz, für sich hinzurasten. Viel Material aus den 50er Jahren wird just nach da geändert worden. Hier eine Wäschmaschine aus vergangenen Zeiten. Irgendwo aus der Pädiatrie. Alles an desolaten Zustand, egal wo hingeguckt wird. Wir waren gezwungen, bei Nullen zu fangen. In einer anderen Art zu weisen, wie dekontaminiert Utensilien desinfektiert. Gerade dafür brauchen wir auch Hilfe. Nur mit ihrer Unterstützung können wir wertvolle Arbeit leisten. Als nächstes Projekt 2011 war das Nebengebäude, was ihr hier auf den Bildern seht. Es war da, wo ihr Leute, die mit den Kranken am Spidol verweilen, sich abgehalten haben. Hier Maison des Accompagnateurs. Ein Gebäude an desolatem, knastigem Zustand, das wir für die begleitende Familie komplett renoviert hatten. Die kleinen Zimmer sind frisch angestracht gehen, eng Dusch, Lavabo und Toilette sind renoviert gehen und noch ein Kochplatz, wo die Leute ihre Kranken konnten Essen zubereiten. Dat Joer Drpp huet Rotary Club Baschrach Kurdal als se generesen Dag gemacht, an
an huet neii Wäschmaschinen fir Buanderie finanziert, sodass sie ihr Bettwäsch aus dem Spidol nemmi hun missen op der Hand wäsche. Bilder vom echte Container vun 2011 den Ukommers. Fred war demos gos. All Membren hunn eng Hand dugepackt fir tonne Material auszupacken. 17,5 Tonne vum medizinschen an technische Geräte, die Schëff schon iwwer 2 Meint NRW waren. Den 17. November 2011 ass mat der Bedeeligung vu politischen a lokale Perélechkeeten Maison des Accompagnateurs feierlich angeweiht ginn. Einere pu Fotoen sowie mir Spidol 2011 vierfund hunn. Vill Installationen, die net mehr Betrieb waren. Elektrisch Dosen, die primitiver geféierlich installiert waren. Nicht as zu vergleichen mit einem europäischen Standard. Sogar der Lift war schon jahrelang außer Betrieb, sodass die Krank mat Brütschen iwwer Trab transportiert misse gin. Et huet wirklich schon allem gefehlt. Aber Hygiene war also nicht die größte Challenge. Als medizinische Equipe hat sich gleich gesagt, für einen adäquaten Hygieneplan zu developieren. Auch der Raum für Trönchen war aus einem anderen Zeitalter. Molkeschutz für radioaktive Strahlung für Personal, das hier müssen schaffen. Als Equipe als gleich auf viele Bereiche aktiv gehen. Heute sieht ihr als ein Anästhesist bei seiner Arbeit. Auch wird die Lützeburger Firma vom Gruppe Mirsch aus Schmieds für die Installation von einer Klimaanlage gesorgt. Als Ingenieur von der Firma Meditech hat seine Hände voll zu dienen, für all die medizinisch-technischen Apparaten in Betrieb zu holen. Trotz allem ist es nicht unser Bild, ihnen als ein höchstes Standard aus Europa zu oktroyieren, aber vielmehr an eine nachhaltige Medizin zu investieren, das heißt, sie zu unterstützen und zu formieren im medizinischen Bereich, sodass sie später ohne uns Hilfe eins gehen können. Als Infirmieren haben sich ganz viel mehr gemacht, für den malgaschen Personal die Wissen weiter zu vermitteln. Der ganze Staff vom Spidol wird für alle gute Ratschläge auf und Dauer gehalten und hat viel gut gemengte Kritiken gleich umgesetzt. Nachdem all Material ausgepackt wurde, haben wir Techniker von der Post direkt als Arbeit angefangen, für eine Telefonsanlage, die von der Lützeburger Post gesponsert war, zu installieren. Wir haben viele Meter Kabel verloren, und angefangen nach verschiedenen Services Telefon zu installieren. Zeit war knapp, weil der Container recht spät gekommen ist. Wir haben die Mittel geschafft, die wir zur Verfügung hatten. Einst haben wir das schon gestaltet, weil wir keine Lederen da waren. Mit dieser Arbeit war es schon einmal möglich, dass die Kommunikation am Spidol unter den Doktoren an ihrem Personal mal hergestellt war. Heute sieht die Evolution von der Telefonsanlage, die seit 2011 noch ausgebaut ist. Und sogar haben wir die Telefonsanlage 2016 ersetzen, weil alles saturiert war und wir immer mehr Anschlüsse gebraucht haben. An den Jahren danach haben wir uns auch mit der Informatik auseinandergesetzt, für ein internes Réseau am Computerbereich zu schaffen. Wir haben noch Luftkabel auf Nebengebäude zu, für auch hier eine Verbindung mit dem Hauptgebäude zu ermöglichen.
Am Joar 2016 und die Lützeburgische Rettungsdienste als eng Antenne mat Sender an dem Fänger mat gin fir eng Walkie-Talkie-Kommunikation vum Spidol op d'Ambulanz zu schafen. Eige si Dir als Erbechten der vum Spidol. War kein Auto zur Verfügung do war, mir so man Velo deplacéiert. Am Konferenzraum vum Spidol huet eng Ekipp vun Eis eng Sonorisation installiert fir Konferenzen a Formationen ze halen, dobei eure Beamer fir eng Projektion zu machen. D'Ekipp vun LRO, Luxembourg Rescue Organization, vom Rettungsdienst vu Lützeburg huet d'Ambulanz ekipéiert an Erklärungen gin. Op Fort Dauphin gëtt eng Schoul, die vun engem italiensche Pater, dem Père Albano scho jorelang gefordert gëtt. Et ass d'École Vincentien de Marillac. Der Pater hat 2011 ungefähr 600 Schüler, denen hier ganz vor eine Grundschulausbildung gehen wird, und auch ein Mittagessen, wenn doch nur einen Teller Reis ist. Auch hat hier 1600 Schüler. Die Kinder kommen weit quer aus der Brust hier an die Schule. Die Eltern sind froh, hier Kinder an guten Händen zu wissen. Auch gibt es ihnen das Gefühl, dass hier Kinder wichtig sind. Wir haben seit Jahren Schulmedizin an der Schule gefordert, wobei es Kanner-Doktore Kanner in der Sicher. Wir haben gleich erkannt, dass das mehr wie nötig war. Kanner haben am Normalfall keinen Doktor gesehen. Sie hatten mit Verletzungen und Infektionen in den Face zu kämpfen, Entzündungen und Hautprobleme am ganzen Körper. Wir haben Ekokardiographie gemacht, das ist ein Ultraschall vom Herz. Bei allem ist also auch ein Mangel an Zahnhygiene aufgefallen. So wie Kanner auch ganz oft Knascht am Ohr hatten, was ja keiner gemerkt wird, ohne Otoskopie. Durch den Ansatz von vielen von unseren Membern haben wir schon hunderte Kanner schon mit darüber geholt, um zu vermeiden, dass die Kanner Burfest drüber laufen und so ihr Face besser können schützen. Das Ganze geht doch nicht ohne Buch zu feiern, von denen einer sichten Kanner, wer der Form von einer Kartei gemerkt wird. Die könnt ihr euch vorstellen, dass Kanner heinz da selber Probleme haben, ihr lang mal Gast nimmt zu verhalten, was sagt nicht mehr einfach möchte. Das nötig an Kanner kriegen ihren Teller Reis. Auch für dat die Leute gebraucht, die an der Küche schaffen. Demos haben wir an Zusammenarbeit mit der Lützeburger Post eine Zahnbürstenaktion gestartet. Wir haben über 1000 Zahnbürsten mit der Overgall mit Zahnpasta für dem Problem von der Zahnhygiene auf den Grund zu gehen. Kanner war für allem hilfreich, mal eine eigene Zahnbürste zu haben.
Diese Reportage aus dem Jahr 2010 gibt einen kleinen Anblick an den Bereich von unserer Schulmedizin. Diese Bilder sieht ihr, bei denen alles so kann an einer Mauer wohnen. Hier ist der Per Albano mit unserer Schulequipe 2012, Schulpersonal 2018. Wir haben auf der Platz ein neues Schulgebäude geplant und finanziert, wo ihr auf diese Bilder könnt erkennen. Foto vom Rehberg bis zum fertigen Gebäude, wo auch Schulbänken von einem lokalen Schreiner auf Moos gemacht sind. Später wird als Schulpersonal von Lützeburg ihre Projekt von einem Trinkwasserplatz auch realisiert, was ihnen den Zugang zu frischem Trinkwasser für die ganze Zeit ermöglicht. An der Schule waren noch Tafeln in miserablem Zustand. Es wird nicht mehr viel erkannt, wenn jemand Kreid drauf geschrieben hat. Als Lützeburger Schulmeisterinnen haben ihnen gewiesen, dass sie Tafeln mit extra schwarzer Farbe Ohren kann neu ausstreichen und dass sie durch noch wie neu ausgesehen. Wir hatten seit 2012 schon Lützeburg Lehrpersonal mit dabei, die geholfen haben, Kinder zu unterrichten und auch sogar dem Schulpersonal Formationen zu geben, weil auch sie nicht mehr eine Grundschulausbildung hatten. Hier seht ihr Bilder vom Pütz, den über Spendegelder für die Schule finanziert werden. Seit 2011 waren wir bemüht, den Doktoren aus dem Spital Formationen anzubieten, die ihnen ermöglichen, eine Echografie für herzkranke Patienten zu machen. Alle Geräte sind vom CHL gesponsert gehen. Ohne die generöse Temps wäre das alles nie möglich gewesen. Darüber hinaus waren schon vereinzelt Doktoren zu Lützeburg am CHL für ein Stage zu absolvieren. Für das Ganze immer auf Platz zu kriegen, sind über die Firma Arthur Welter auch von unseren Sponsoren alle Jahre Containern darüber geschickt gehen. Es hat meistens viel Zeit und Nerven gekostet, für ein Dedouanement zu machen. An ihrer Infirmiersschule Insperfort sind seit 2 Jahren intensive Formationen von unseren Doktoren an Infirmieren aufgehalten.
Heimat zu Mirich, vielmals merci für Ihren Interesse.